Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom Swimmy. Die Geschichte hat der Leo Lionni geschrieben. Irgendwo in einer Ecke vom Meer lebt ein Schwarm mit kleinen, aber glücklichen Fischen. Sie sind alle rot, nur einer von ihnen ist schwarz. Schwarz wie die Schale von einer Miesmuschel. Aber nicht nur in seiner Farbe unterscheidet er sich von seinen Schwestern und Brüdern, er schwimmt auch schneller. Sein Name ist Swimmy. An einem schlimmen Tag kommt ein Thunfisch in der Ecke vom Meer zu schwimmen. Er ist schnell und bös und hat fest Hunger. Er verschlingt alle kleinen roten Fische mit einem einzigen Maul aufreißen. Nur ein Fisch kann davor schwimmen. Das ist der Swimmy. Verschrocken, traurig und allein schwimmt der kleine Swimmy raus ins grosse Meer. Zum Glück ist das Meer voller wunderbarer Geschöpfe, wo der Swimmy in seinem heimatlichen Ecke nie gesehen hat. Wo der grosse Ozean ihm Wunder für Wunder zeigt, wird er gleich wieder so fröhlich wie ein Fisch im Wasser. Und ein Fisch im Wasser ist er ja, wenn auch nur ein kleiner. Zuerst sieht der Swimmy die Meduse, die Qualle. Er findet sie wunderbar. Sie sieht aus, wie sie so aus Glas wäre und sie schillert in allen Regenbogenfarben. Dann sieht der Swimmy eine Art lebendigen Schaufelbacker. Das ist der Hummer. Gleich darauf aber schwimmen sehr komische Fische an ihm vorbei. Leislich und gleichmässig, wie sie von unsichtbaren Fäden gezogen werden. Am kleinen Swimmy sind sie ein bisschen unheimlich. Gleich ist der Swimmy aber wieder fröhlich. Er schwimmt durch einen prächtigen Märliwald. Ein Wald aus Meeresalgen, wo auf farbigen Felsen wachsen. Der Swimmy kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Jetzt nämlich begegnet er einem Aal, wo ihm unendlich lang vorkommt. Wo der Swimmy endlich wild wedelnd am Kopf vom Aal ankommt, kann er sich schon nicht mehr an die Schwanzspitze erinnern. Ein Wunder kommt nach dem anderen. Das nächste sind die Seeanemonen. Sie schwingen in der Strömung sanft hin und her, wie rosa Palmen vom Wind bewegt. Dann aber kann der Swimmy seinen Augen nicht trauen. Er sieht einen Schwarm voller kleiner roter Fisch. Wüsste er nicht, dass sein eigener Schwarm verschlungen und verschwunden ist, er würde meinen, es seien seine Schwestern und Brüder. «Kommt mit ins grosse Meer!» ruft er ihnen fröhlich zu. «Ich will euch ganz viele Wunder zeigen!» «Das geht nicht!» antwortet die kleine rote Fisch ängstlich. «Dort würden uns die grossen Fische fressen! Wir müssen hier im sicheren Schatten vom Felsen bleiben!» Die Antwort von der kleinen roten Fisch macht es Swimmy nachdenklich. Er findet es traurig, dass der Schwarm sich nicht raus ins offene Meer traut. Da muss er sich doch etwas ausdenken, denkt er. Und so hirnet er vor sich hin. Er überlegt und überlegt und überlegt
Und endlich hat er eine Idee. «Ich has!» ruft er fröhlich. «Kommt, wir probieren etwas aus!» Weil der Swimmy den kleinen roten Fisch gefällt, folgen sie seinen Anweisungen. Sie bilden einen Schwarm in einer ganz bestimmten Form. Jedes Fischli kommt seinen Platz zugewiesen über. Wo der Schwarm die bestimmte Form hatte, ist aus vielen kleinen roten Fischen ein grosser Fisch geworden. Ein Fisch aus Fisch, ein Riesenfisch. Am Fisch fehlt nur noch das Auge. Also sagt der Swimmy: «Ich spiele das Auge!» So schwimmt er als kleines schwarzes Auge im Schwarm mit. Jetzt traut der Schwarm endlich raus ins offene Meer. Raus in die grosse Wunderwelt. Niemand traut, sie zu belästigen. Im Gegenteil, auch die grössten Fische schwimmen sofort davon. Und so schwimmen viele kleine rote Fische, tarnt als Riesenfisch, glücklich durchs Meer. Und der Swimmy fühlt sich in seiner Rolle als wachsames Auge sehr, sehr wohl. Das war die Geschichte vom Swimmy. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!